Mario ist so eine alte Schlafmütze, hey, ich glaube, es hackt. Aber gut, Schlaf ist gesund und deshalb machen wir gleich weiter mit unserem Einschlaf-Let's Play. Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Together mit Lord Kai 11.02, oder stimmt's? Ja, 11.02 ist richtig. Aber ich merke schon, du hast noch den alten Kanal da intus. Ja, irgendwie schon, ja. Kann ich verstehen. Aber spielt keine Rolle. Freunde, in der letzten Folge hatten wir einiges geschafft. Wir haben insgesamt 7 Sterne abkassiert. Das ist doch schon relativ viel. Aber natürlich habe ich das auch wieder meinem guten Kumpel Lord Kai 11.02 zu verdanken. Ja, okay, das ist mein richtig. Ist ja nicht schlimm. Also, wie gesagt, also im Allgemeinen Kai ist schon in Ordnung, weil. Naja, Lord klingt so hochgestochen irgendwie. Lord of Kai. Ja, gut. Nee, Lord Kai passt schon. Aber. Ich weiß nicht, wenn man mich Facebook oder so anschreibt, dann denke ich mal so, na, nennt mich doch einfach Kai, Mann. Ich koche auch nur mit Wasser. Und veredelten Öl natürlich. Ja, kenne ich aber auch gut, weil von nach meiner Anfangszeit zurück, da haben mich auch viele immer Michael the Same genannt und so. Aber ich sage auch immer, Michael eine reicht. Ja, das stimmt. Also, ich glaube, irgendwann gewöhnen sich die Zuschauer das an, wenn man ja immer nicht keinen Bock hat, den vollen Namen auszuschreiben. Das ist schon scheiße denn. Jo, dann natürlich auch. Der dritte Stern hier hast du gesagt, ziemlich am Schluss, oder? Sehr am Schluss, ja. Und wieder mal ein Dreisprung-Herausforderung. Allerdings unter Zeitdruck diesmal. Denn vielleicht erinnerst du dich, da haben dich doch Wuhus verfolgt. Und jetzt musst du ein bisschen fies der Kamera entgegenlaufen und dabei einen Dreisprung machen. Vor den Wuhus weglaufen und den Stern einsammeln. Ach, klingt lustig, oder? Die Wuhus tun dir nichts. Schau ihnen bloß nicht in die Augen. Niemals. Ja. Alter, schreib genau doch nicht meine so. Hexenlache. Ja, mit so einer Hexenlache, hey. Die passt doch gut zu den Wuhus, weil die auch so eine schrille Stimme haben. Wow. Du siehst mich nicht, Jetzt du siehst mich schämt er nicht. sich. Tralalala. Ui, okay, knappe Soße. Du siehst mich nicht, lalalala. Der schämt sich, weil er so hässlich ist. Ui, oh, da ist Loch im Boden, nicht gut. Löcher im Boden sind grundsätzlich immer schlecht. Ja, in der Hose sind sie auch nicht viel besser. Ja, das sowieso. Außer man nutzt den Used Look. Oh, von Angesicht zu Angesicht. Versteck dich, versteck dich. Wuhu, wie er sich mal freut. Weißt du, bist du so in einer Gruselgalaxie unterwegs und der lässt sich einfach nur hinschießen und wuhu, so. Oh, fuck. Na egal. Habe gerade hier gespeichert. Ja. Das stimmt. Ist auch nicht sonderlich groß, die Welt. Sag mal. Aber irgendwie bin ich langsamer. Naja, das bewegt sich dir entgegen. Das wird ja nicht nur aufgefressen, sondern es Ja, bewegt eben, sich. ich dachte gerade auch, irgendwie was stimmt doch da nicht. Und genau das ist es. Der Weitsprung. Ich überlege gerade, ob irgendeine Bewegung von den vorigen Mario-Spielen, so Super Mario 64, fehlt. Ich glaube, der Fußfeger. Fußfeger? Na, man konnte sich doch bei Super Mario 64 mit Z ducken und dann konnte man B drücken und dann macht er da so einen Breakdance-Move. Das ist jetzt der Stern. Ja. Aber ich glaube, der war auch Verbindung. ziemlich unnütz, also hat ja eh kaum wer benutzt. Ja, gut möglich. Wow, so. Save State, ich wäre sehr froh drum. Kamera, Action. Leider nein. Wenn du jetzt losläufst, kommt der genau hinter dir. Also jetzt laufen und let's go. Ich möchte gerne was gucken. Ich glaube, die kommt trotzdem. Wow. Ich glaube, du solltest loslaufen. Ich glaub nicht. So, da oben, gut. Nein! Das war zu weit. Haha, super. Ich sag ja, der Skillkönig, Teil 2. Ich fürchte, spätestens beim letzten Stern werde ich diesen Satz noch bereuen. Warum? Dann heißt es vermutlich irgendwie Rückkehr des Fehlkönigs, Part 273 oder sowas. Ach naja, so fail war ja dein Let's Play gar nicht, also.
Nee, das nicht, aber mal der letzte Stern hier, der 242. Okay, da wird's ein Let's Massen-Fail. Der ist aber auch echt scheiße, also den würde ich dir auch empfehlen, nicht zu unterschätzen. Der ist nicht ohne. Ja gut, das grundsätzlich schon, aber mir ist halt so das Problem, dass er meistens dann glänze, wenn ein Stern schwierig ist oder eine Herausforderung schwierig ist und meistens dann fehle, wenn etwas einfach ist. Ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen, wenn man da genau weiß, was einen erwartet und das auch ernst nimmt und dann demzufolge auch ernster und konzentrierter spielt. Oh yes. Gut, wir sind ja wieder mal bei Bowser Juniors Angstarmada. Ich hab da irgendwie so ein schlechtes Gefühl dabei. Oh, das war die Scheiße. Hier weiß ich auch nicht mehr, wo die grünen Sterne sind, muss ich dazu sagen. Ich hoffe, hier ist keiner bei Bowser Junior, weil ich habe den Kometenstern noch scheiße in Erinnerung. Ja, richtig, mit einem HP machen. Ja, allerdings. War lustig. Ja, lustig, ich lach mich tot. Der war schon ein bisschen unfair, muss man sagen. So, grüner Stern. Okay, bis hierhin höre ich noch nichts, das ist wow. Wow, das kann ich kannst du fressen übrigens, wenn es nicht in Strom ist. So, einmal ein kostenloser Schwabbelpudding für Yoshi, passt auch. Zack, Bam offen. Ich überleg grad wo. Autsch. Oh, der arme Yoshi. Yoshi gebraten? Eine Spezialität. Nur bei Chinesen, die auch Katzen und Hunde essen, ne? Ich überlege gerade, wo ist hier der grüne Stern? Ja, überleg dir nur, ich versuche dir mal wow, alles abzuknallen und gleichzeitig mich zu konzentrieren, hier zuzuhören. Was macht er eigentlich? So, mal überlegen. Also einer war, ich glaube, hier war doch irgendwie die Stelle, wo man mit Schiffen fährt. Ich glaube, da war der drauf. Aber wo genau? Ich habe keine Ahnung. Mahlzeit, Yoshi. Wohl bekommt's. Ach nee, dachte gerade, wäre ein grüner Stern gewesen. Ich höre ihn! Da ist er, da ist er! Rechts! Yeah! Happy. Ganz schön knapp, hey! Und vor allen Dingen fies versteckt, wenn man den nicht tötet, dann sieht man den gar nicht. Oh ja. Hast du ihn denn gehört? Yep. Okay, dann geht's immer noch. Dann ist das ja ziemlich easy. Ging auch ziemlich schnell hier. Da unten rechts sieht man ja mal die Zeit, 1,5 Minuten. Easy going. Ja, aber es ist nicht so schlecht. Mal gucken, nach einem Stern, dann geht's bereits zu Welt 4. Ich glaube, nach diesem Spiel brauche ich dringend mal ein Bier. Reimt sich immerhin. Viel Bier, Klavier. Ja, 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 immer diese kleinen, netten Reimen. Richtig. Wir hatten ja aber ein fettes Rhyme-Pad, erinnerst du dich noch? Der wäre? Ja, wir hatten doch mal in Skype so eine Runde, wo wir uns gegenseitig voll gereimt haben. Ach so, die, ja, erinnere mich noch. Also muss ich ja Michael mein Respekt zusprechen, weil immerhin so der deutschen Sprache mächtig und reimt ist super. Ich sag mal so, ich hatte ja Heimvorteile. Wenn ich mich vorher konzentrieren kann, dann schon. Armer Yoshi. Sprich, so spontan rein mit deinen Let's Plays, wenn es keine Nachaufnahmen sind, eher ein bisschen schwierig. So geht's mir auch. Aber ich denke mal, das kommt vielleicht noch mit der Zeit. Nach so vielleicht 2, 3 Jahren, weil mittlerweile bin ich erst ein Jahr dabei, du ja auch erst etwa. Na, ich überlege gerade, also am 11. Nee, Quatsch, nicht. Ich war am 2. November, am 2.11. war mein 1,5 Jahre Special, sag ich mal. Also ich habe ja kein Special gemacht, aber da war ich halt 1,5 Jahre Let's Player dabei. Irgendwie ja schon ja, verrückt, noch. Man wird über ein Jahr bereits dabei sein, Let's Player sein. Na, du hast doch für letztens dein 1 Jahre Special gemacht, da kann ich ja nochmal drauf hinweisen. Letztens ist gut, es war ja irgendwie da Anfang Juli und so. Ja, komm. Nee, stimmt gar nicht, war erst im August, weil ich ja im Juli dann, das war ja auch so etwas. Ich hatte am 4. Juli offiziell mein Einjahresdebüt als Let's Player und genau an dem Tag ist mir der PC abgeschmiert und ist bis heute noch nicht repariert. Da habe ich immer noch ein bisschen Probleme mit dem Mainboard und so. Das ist ein bisschen ungünstig. Also mein grundsätzlich ist das schon ein schlechtes Omen, oder? Wenn du so denkst, genau an dem Tag versagte der PC, da denkst du schon, ach du Scheiße.
Ich überlege gerade, ob ich mal so einen Ohm hatte. Also, okay, meine Festplatte ist kaputt gegangen, aber das ist schon länger her. Da hatte ich gerade meinen, ich glaube, 2 Monate Tag. Ich weiß es echt nicht mehr genau. Und dann kam ja ich, nicht wahr? Richtig. Also, Oh, verdammt. Da hast du den Hammer gefressen und nicht dich festgehalten. dieser dämliche Hausdino, hey. Ja, der hat halt mehr Hunger. Der will lieber was essen, anstatt abzulecken. Oh, Schnauze, er soll nichts fressen. Soll die Gegner platt machen. Manno. Vor allem, ein Hammer schmeckt ja noch nicht mal. Wenn er wirklich schmecken würde, würde ich es ja verstehen, aber so. Ja, weißt du nicht, oder? Oder hattest du schon mal einen Hammer probiert? Nein, aber er ist aus Eisen. Der kann ja nicht schmecken. Oh, du bist ja da. Scheiße, mein Bruder. Eisen vor Peisen. Vielleicht teilweise gar nicht mal so übel. Autsch. Du brauchst dringend eine Münze. Und dringend einen Yoshi. Komm her, du Arsch. Und So. weggekickt. Rache ist Blutwurst. Muahaha. Oh, Und hier ist irgendwo der grüne Stern. Irgendwo bei den Schiffen. Das weiß ich noch. irgendwo. Und ich höre hier nichts, also gehe ich mal weiter. Ja, ich höre was. Das war knapp. Das hätte auch schief gehen können. Und da grabt er sich den letzten Stern von Welt 3. Und Schief Yoshi wurde gehen? wieder mal als Trittbrett benutzt. Schiefgehen bei mir? Hallo, ich bin der Skillkönig. Ja, ja, stimmt, ja, richtig. Würde ich auch zu 100% ja jederzeit bestätigen. Ja, Ne? Ist so authentisch. Glaubt man doch. ja, ja, wenn nur nicht dieser Unterton gewesen wäre, dieser sarkastische Unterton. Egal, Welt 3 ist abgeschlossen, das heißt, es geht weiter zu Welt 4. Persönlich irgendwie eine meiner Lieblingsgalaxien. Ich weiß gar nicht warum. Uah, Oh Gott, Kettenhund-Galaxie. Die würde ich persönlich jetzt auch nicht machen wollen. wieso ist der schwierig, der Stern? Ich weiß es nicht, aber es ist die Kettenhundfabrik, ich bitte dich, hallo? Da hast du die Sprungfeder, erinnerst du dich noch? Leider, dieser Fail-Part, ach du Scheiße. Stell dir vor, du musst jetzt innerhalb irgendwo eines dünnen Pfads mit der Sprungfeder einen grünen Stern einsammeln. Also das kann doch bloß lustig werden. Oh Gott. Ich will es nicht heraufbeschwören. Ich will meine Rache. Du bist lebensmüde, aber gut. Da komm schon, ich habe schon so einen guten Lauf mittlerweile, das muss doch klappen. Ja, muss. Eigentlich muss man nur sterben. Und das wollen wir doch mal nicht hoffen, dass das schnell geht. Als Mario garantiert. Das stimmt, Mario stirbt ja öfters mal. Er hat ja 10.000 Leben irgendwie. Oh, das war jetzt der erste Stern. Keine Ahnung. Hier weiß ich herzlich wenig noch. Aber ich kann mir was vorstellen. Du rutscht gleich runter. Geh mal nach unten ganz kurz. Guck dich mal in der Ego-Sicht um. Okay, er ist den Typ wieder weg. Ja, genau. Ist der ganz, ganz rechts da, wo die komischen Hunde rauskommen, oben drauf? Kann das sein? Nö, das da hinten, siehst du? Okay, auch nicht viel besser. Ein Hunden, wie kam ich an mir vorbei? Ich überleg gerade. Mit Rückwärtssalto. Ja, oder so. Uah! Mann, Rückwärtssalto Mario, ist nicht so schwierig. Der Seitwärtssalto funktioniert nicht wirklich gut. Also rückwärts ist ja nur Z und Ducken und ihr wisst schon. Was du machst, ist ja der Seitwärtssalto. Naja, ich weiß schon. Aber wir haben den Stern auf jeden Fall gefunden, ist wieder einer der Kategorie schwer zu erreichen. Ja, okay, schwer, also. Die ganzen Pros kommen jetzt bestimmt auch, war doch voll einfach. Kann ich mir nicht vorstellen. Kopfschmerzen inklusive. Aber leider ohne Aspirin. Oh. Ich was eine Schleichwerbung, was? Ja, ein bisschen, aber. Ah Mann, das war doch gar nicht. Das war der falsche Sprung. Voll in die Kugel hinein, voll in den Hund. Ach echt? Ich hab das Falsche gesprungen? Hab ich gar nicht gemerkt. Dann ist ja gut, dass ich darauf hinweise, nicht wahr? Na. Gut, Michael ist nahe einem Nervenzusammenbruch.
Etwa ein Stück noch. Uah. Komm schon wieder runter! Na, so. Und jetzt Weitsprung, Hepper? Geht es? Ja. Gegrabt. Beim dritten Mal, yeah! Alle guten Dinge sind drei, nicht wahr? Sagt man so schön. Oh ja, das stimmt. Und deshalb fehlt auch noch unbedingt ein Super Mario Galaxy 3. Das stimmt, boah, das wäre extrem episch. Am besten für die Wii U. Ja, aber ich kann sie mir eh nicht leisten. Doof, ich kann sie mir nicht leisten, das ist so unfair. Na gut, es dauert sowieso noch eine Weile und bis dahin kannst du es ja vielleicht. Ich glaube in einem Monat oder so soll das sein, ne? Hä? Nee, da kommt der New Super Mario Bros. U raus. Ja, okay, bis Super Mario Galaxy 3 dauert es vielleicht noch, aber ich meine im Allgemeinen, die Wii U kommt ja jetzt demnächst raus, ne? In 2 Wochen, ja. Und ich kann sie mir nicht leisten. Das ist zum Kotzen. Tja. Obwohl ich muss sagen, es ist ähnlich wie beim Gamecube damals und beim 3DS. Es fehlen so ein bisschen die schönen Release-Titel. Also ja klar, New Super Mario Bros. Wii, aber davon gibt es mittlerweile so viele Ableger, die hauen ja auch keinen mehr vom Hocker oder so. Gibt's für den DS, jetzt für den 3DS, das New Super Mario Bros. 2. Naja. Wobei ich muss sagen, eigentlich fehlen nicht so viele Launch-Titel, es fehlt vor allem halt an Nintendo-eigenen Launch-Titeln. Weil da gibt es nur New Super Mario Bros. U, aber sonst gibt es noch Assassin's Creed 3 und Zombie U. Pikmin 3 soll ja jetzt angekündigt worden sein, aber ich bin erstmal gespannt überhaupt, ob das wirklich so weit kommt. Klar, kein Problem, kommt Ende Januar. Echt so? Oder März irgendwie? Auf alle Fälle Anfang Januar 2003. Ja klar, es gab ja auch auf der Gamescom noch einen Trailer dazu. Richtig, aber es gab ja schon immer lange Gerüchte und Zusagen, dass da mal ein neues Spiel kommt. Aber ja, gut, das schon, aber ihr kannst dich, denke ich, schon darauf verlassen. Ich denke auch. Oh, Pikmin 3 wäre auch so toll. Ich würde überhaupt unheimlich gerne Pikmin Let's Playen, aber da das ja leider schon Gamecube ist, fällt das leider bei mir aus. Ja, naja, du kennst ja mein Problem. Ja, kenn ich. Ich kann es irgendwie auch nachvollziehen, weil früher war mir ja auch mal irgendwie so eine Ebbephase und so, wo ich im Prinzip überhaupt nichts mit mir leisten konnte und so. Mittlerweile gut mit Beruf und Ausbildung vielleicht schon, aber jetzt auch mittlerweile und dann auch das Let's Play bin ich auch ziemlich blank. Ja, Blankoscheck wäre toll, aber Hahaha, du bist ein richtiger Witzbold. eigentlich schon. Mann, scheiß Kamera geht und ich höre einen Stern, wo ist der? Was, du hörst einen Stern? Oh, jetzt nicht mehr. Dann würde ich eher mal zurücklaufen. Ja, vielleicht kann ich von da oben, habe ich eine bessere Sicht mit der Kamera, die muss gerade oben funktionieren. Wow. Toll, durchgeglitscht, super. Viel besser als beim ersten Mal, leck mir nach dem Schöpli. Na, da hattest du auch die Sprungfeder und die war ja richtig assi. Hä, ich habe keine Kamera hier, scheiße, müssen wir wieder zurück. Vielleicht da oben? Ich versuch's mal. Ja, ich Also sehe ihn, hier war auf jeden Fall einer. Ich höre ihn, ich weiß nicht, wo er ist. Ich erinnere mich, ich glaube, der ist oben drauf. Was, unten? Ja, der ist oben drauf, ich glaube es. Ich bin mir echt nicht sicher. Aber das sagt mir auf alle Fälle was. Und ich glaube, der ist hier oben drauf. Kannst du mal da hochklettern? An der Seite? War hier, meinst du? Ja, klar. Ja, genau. Dann ist aber Ich ja glaube, keine er war oben Kamera. drauf. Ja, wird lauter. Oh, sehr viele Sternteile. Kommt alle zu mir. Vor allen Dingen hat es die Form eines Kettenhundes. Schöner Easter Egg wieder mal. Und da ist er. Ich wusste es doch. Ziemlich easy, wa? Und wenn man weiß, wo er ist, ja. Vor allen Dingen leicht zu erreichen und nicht wirklich schwer versteckt. Das Vorteil ist, man hört ja mal alles so gut. Und dieses Hören erinnert mich sehr mal an die Missile-Container von Metroid Prime. Die konnte man auch mal, mit einem guten Gehör konnte man die leicht aufspüren. Ich muss dazugeben, ich bin jetzt nicht so der Metroid-Fan, also sprich Fan, also ist ja nicht Nintendo und so, ein cooler Ego-Shooter von dem her schon, aber ich habe nicht so viele Metroid-Teile gezockt, ich glaube wirklich gezockt selber,
Habe ich bisher nur einen, das ist ADM für die Wii. Also ich überlege gerade, ich habe auf jeden Fall die alten Teile, also was so Game Boy Advance, NES und so gibt, das habe ich alles noch nie gezockt, muss ich sagen. Ansatzweise mal irgendwo ein Part gesehen, aber wo weiß ich auch nicht mehr. Und ich habe Metroid Prime relativ spät gespielt. Ich habe es mit dem Gamecube mitbekommen, dachte, oh Gott, da ist ja Samus dabei, und dann habe ich gesehen, das ist ein Ego-Shooter und dachte so, oh Gott, kommst du überhaupt nicht mit klar. Und hab's dann eine Weile weggelegt. Und später, ich glaube, ziemlich zum Zeitpunkt, als ein Let's Player Metroid angefangen hat, ich dachte so, oh, würdest du gerne gucken, aber kennst du das ja noch nicht, und dachte, ach komm, wagst du dich noch mal ran. Und dann hat's richtig Spaß gemacht. Und hab's sogar einmal zu 100% durchgespielt, muss ich sagen. Also alle Energiecontainer, alle Missile-Container und so ein Kram. War lustig, hat Spaß gemacht. Ist ja interessant. Ich würde es auch tatsächlich, wenn ich es irgendwann mal Let's Playen kann, tatsächlich mal auf dem Profispielstand probieren. Und da ist die Hasssprungfeder das dämlichste Mario-Verwandlungs-Item aus allen Mario-Spielen, wenn man mich fragen würde. Wobei, jetzt geht's, weil ich mich konzentrieren kann, du kommentierst ja, von dem her geht das relativ gut. Du siehst ja, ich kann immer springen und so, kein Problem. Stimmt, du hattest ja damals immer so Sprungprobleme. Ah, warum springt er nicht? Richtig, ich erinnere mich. Oh nein, ich bin wieder hier. Oh Gott, aber hier hat das auch ein scheiß Timing, das Teil. Ja, aber hier brauche ich es nicht. Du kannst dich auch mit dem Rücken zum Kettenhund stellen, da kannst du noch ein bisschen weiter dich rüberglitschen. Ja. Ich will einfach nur rüber, der Rest ist mir egal. No! Nein! Oh fuck. Und da war es nochmal passiert. Ja, ist ja schon gut. Hä? Da hat er gespeichert. Ich weiß gar nicht, glaubst du, da ein Speicherstand? Ich bin da grad. Dachte schon, aber vielleicht war es auch im vorherigen Stern. Könnte natürlich auch sein. Ich bin mir nicht sicher, aber... Und Mario freut sich, wie er immer wieder eins auf den Deckel bekommt. Also hier braucht man definitiv danach mal eine Aspirin. Eine Kopfschmerztablette. Oh ja. Ja, siehst du hier. Speicherpunkt. Komisch. Das ist halt doch nochmal. Ja, hat gut funktioniert. Ui, das war knapp. Hey, was zum... Ah. So, jetzt reicht's mir aber. Jetzt bist du den Scheiß wenigstens los. Kugel? Oh Gott. Aber so, zack. Oh nein! Oh. Fies. Der Kettenhund ist geil. Ich hätte voll zugeschüttet. Psiu, psiu. So, der Stern, wo ist der hier? So, ich höre nichts gerade. Oh. Oh, da oben. Ach du Scheiße. Ich glaube, das ist aber der dritte. Das ist ja schon fast ziemlich am Schluss. Was? Oh Gott, Scheiße. Offenbar wollt ihr mich verarschen oder was? Naja, der Große hat ja mehr Freiräume, aber der Kleine ist ja detaillierter und fieser. Logik, das ist ein Videospiel. Ja, okay, du hast recht. Wo wir gerade vorhin davon geredet haben, ich überlege gerade, gerade bei Pokémon, ne? Feuerattacken können Feuer-Pokémon verletzen, ne? Was? Feuerattacken können was? Na, Feuerattacken sind ja nur nicht sehr effektiv und nicht immun gegen Feuer-Pokémon. Von daher ja eigentlich auch. Ah, ja, nicht effektiv, ja. Was ich auch bei Pokémon, also wo wir gerade beim Thema mal sind, sehr realistisch finde, ist immer, ich weiß nicht, vielleicht geht's dir auch so, dass Kampf auf Stahl sehr effektiv ist. Also ich verstehe, dass man jetzt so das Klischee, ja, Handkante zerschlägt Stein bedient, aber Stahl, ich bitte dich, wir hatten so eine Fäuste. Das ist schon sehr unrealistisch. Ja, aber Kai, da müsste ich aber noch ganz andere Dinge fahren. Ich meine, normal auf Geist ist auch nicht effektiv und, also, ich meine, sprich, macht gar keinen Schaden. Na, das ist ja aber umgekehrt ja auch nicht. Ja, aber normal auf Geist, dass es keine Wirkung zeigt, finde ich schon recht logisch. Ja, aber umgekehrt, das meine ich ja. Und vor allem Kampf auf Geist zeigt ja auch keine Wirkung. Ich glaube, das hatte so ein bisschen den paranormalen Hintergrund, weil wenn man das so mal so überlegt, also wenn man so einen Geist schlägt, schlägt man hindurch. Das ist so das Klischee. Und Leute, die nicht an Geister glauben, können ja angeblich nicht von Geistern heimgesucht werden, weil halt die nicht den Glauben daran hegen. Ah ja, und du denkst, es ist so ungefähr, wie ist denn das bei Kampf-Pokémon gedacht? Na, Kampf-Pokémon hat ja den ähnlichen Hintergrund halt wie normal, dass ein Schlag einfach nicht trifft.
Was mich eher wundert ist, dass, also jetzt nehmen wir mal zum Beispiel mal, Psycho ist ja auf Unlicht und Unlicht ist ja so gesehen die Dunkelheit nicht sehr effektiv. Warum? Das macht gar keinen Sinn zum Beispiel. Ja gut, Psycho sollte vermutlich ursprünglich das Licht darstellen. Ja, aber warum ist es dann umgekehrt effektiv? Man sagt ja mal so, das Licht besiegt das Böse und das Böse nicht das Gute. Also, na gut. Kann man sich drum streiten. Das stimmt allerdings. Galaxie komplett wieder mal. Wir haben die verhasste Kettenhund-Galaxie hinter uns gebracht und haben sogar noch ein paar Minuten für eine weitere Galaxie. Das stimmt, ein bisschen Zeit dürfen wir noch haben. Was ich dich mal fragen wollte, machen wir noch einen dritten Part oder reichte das erstmal so von Vorrat her? Vom Vorrat her vermutlich schon, aber jetzt sind wir gerade so gut dabei. Das stimmt, also ich würde auch jetzt gerne weitermachen. Ich bin gerade so richtig schön so, yay, so drinne und so. Ah, du ja, hier hat es ja überall. Ne, Moment mal. 3. Da ist auch nochmal ein Zweier. Seltsam. Normalerweise sind doch die Zweier immer hier hinten verteilt. Eigentlich ja, stimmt. Das sind Dreier. Glitzerstrang-Galaxie. Na, wär's Kai. Och, da bin ich dabei. Oh, ich liebe diese Galaxie. Das ist die beste Galaxie in Welt 4. Ich weiß nicht, Strand zieht mich immer an. Ich glaube, deswegen mag ich auch Super Mario Sunshine so sehr. Ja, es könnte sein. Der ist einfach nur geil. Also, wenn man überlegt, der Easter Egg, dass man da, wenn man genug Insignien gesammelt hat, kann man ja so einen Typen anquatschen und der gibt einem ja dann Sonnenbrille und ein Hawaii-Hemd. Awesomeness pur. Awesomeness pur. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und natürlich nicht zu vergessen, noch das mit dem Easter Egg kann man sagen, nicht gut sein, aber vor allem halt auch die Schleichwerbung schon fast für Luigi's Mansion wegen den Erfindungen von Professor Git und so. Richtig, stimmt, das war auch so geil. Wo der sagte, ja, ich habe den Pinsel bekommen von so einem alten Knacker im weißen Mantel. Ja, das war auch so geil. Ich müsste übrigens mal wieder Luigi's Mansion spielen. Ich habe ja niemals da gibt es ja einen harten Modus, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Den habe ich niemals durchgespielt. Wollte ich immer mal machen, aber es soll ja wirklich ziemlich hart sein. Den kannst du freispielen, sobald du halt einmal das Spiel durchgespielt hast. Richtig, aber ich habe es nicht versucht. Ich wollte es immer mal machen, aber ich habe mich nie getraut irgendwie. Das sehe ich wieder mal, dass du nicht mein Let's Play dazu gesehen hast, Luigi's Mansion. Sonst wüsstest du, dass ich das weiß. Ich weiß ja, wie man es freischaltet. Gesehen habe ich das Let's Play. Ich glaube, das habe ich wirklich nicht gesehen. Egal. Jedenfalls wollte ich mal diesen Profi-Modus spielen. Ich habe ihn auch freigeschaltet, aber ich habe es halt nie angefangen. War das Problem. Ich war zu feige, kann man ehrlich sagen. Ich denke mal, der Profi-Modus bei Luigi's Mansion vor allem auch deshalb gut, weil, was mache ich überhaupt? Weil du auch sehr gut dann noch die ganzen Münzen so einsammeln kannst, die du halt im ersten Duell halt verpasst hast für den Haus Rang A und so, weil Haus Rang A ist bei uns in Europa sowieso sehr schwer zu kriegen, weil es ja nach nachträglich verbessert wurde, verschwert wurde, man hat gehört, der Schwierigkeitsgrad und so. Echt, ist es in Europa schwerer, also in der EU-Version schwerer gewesen als woanders? Ich weiß gar nicht, wie es mit Amerika aussieht, aber die Originalversion in Japan ist einfacher. Da kriegst du, glaube ich, für 100.000 bereits das Haus Rang A und bei uns erst ab 50.000 oder irgendwie sowas war der Vergleich. Okay, das ist jetzt, also für Luigi's Mansion Verhältnis jetzt nicht so viel. Das wäre ein Ding, wusste ich gar nicht. Ich habe bloß mal gehört, dass Pikmin 1 nachträglich noch verleichtert wurde, weil es in Japan extrem schwer gewesen sein soll. Das kann natürlich sein. Ich habe Pikmin sogar noch einmal gespielt, aber seitdem auch nicht mehr. Da sehe ich noch nicht da ganz und so. Apropos Pikmin, wo wir gerade dabei sind, ich habe es ja letztens auch nochmal durchgespielt und habe es in 11 Tagen geschafft. Also Pikmin 1 jetzt. In 11 Tagen? Ja. Das ist nicht schlecht, muss ich schon mal sagen, weil du brauchst im Prinzip maximal 30 oder 30 Tage, also Zeit dafür. Also 30 Tage hat man Zeit, ja, aber ich habe es halt in 11 Tagen geschafft. Also ich habe tatsächlich mal, es ist noch nicht so lange her, ja, man kann fast One-Through sagen, von einem Japaner gesehen, natürlich ein Japaner, was auch sonst, der es in 6 Tagen durchgespielt hat. In 6 Tagen? Und jetzt muss man sich das mal so vorstellen, es gibt in diesem Spiel 5 Gebiete und in 1 muss man automatisch von der Story her schon doppelt. Das heißt, er hat jedes der anderen Gebiete innerhalb von einem Tag durchgespielt und das fand ich auch von der Länge her schien mir nichts unrealistisch. Er hat nur ein einziges Mal einen Glitch benutzt und what the fuck, das war creepy, das war äußerst creepy. Das ist schon krass. Was auch krass ist, ist die Tatsache, dass ich hier nicht an den Stern rankomme. Hallo, wie komme ich denn da ran? Ich glaube, also er ist oben auf dem Baum, oder? Ja.
Ich würde sagen, Yoshi, springen, flattern, Rückwärtshalte und dann dürftest du oben sein eigentlich. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Da kann ich mir vorstellen, wie man rankommt. Versuchen wir es mal. Ja, noch ein Stück höher springen und dann Rückwärtshalter. Bin mir nicht sicher. Na, siehste, geht doch. Aber jetzt nicht den Block kaputt machen. Ich glaube, das ist ein Fehler. Fies, richtig fies. Na, das schafft er. Komm schon, Mario, los. Ja, gegrabt. So sieht's aus. Geht doch, geht doch. Und genau passend zum Ende der Folge hin, denn wir haben wieder mal leicht überzogen, sehe ich gerade. Echt? Ich habe jetzt nicht mehr so die Uhr auf dem Schirm, muss ich sagen. Immer etwa 31 Minuten, schätze ich jetzt mal. Laut meinem Timer da. Ach, so in Ordnung. Weil ich glaube, der eine Part von der ersten Aufnahme waren noch 34 Minuten oder so. Also. Ja, schon, aber ich darf das Ganze nachher wieder rendern und encodieren und das dauert mal die halbe Nacht. Na, dann würde ich sagen, ich nehme jetzt Michael mal die Verabschiedung ab, bevor wir uns wieder um weitere Minuten quatschen. Wir sehen uns, denke alle, wieder im nächsten Part. Michael, ich und wir uns natürlich auch. Bis dann wieder, macht's gut, haut rein, Tschüssikowski und ciao. Ciao zusammen, juhu!